Neue Woche, neue Energien. Und somit herzlich willkommen beim Wochenimpuls, ein kollektiver Impuls. Ich bin Madame Mystik und wir schauen, was die kommende Woche wieder für Energien zur Verfügung stehen. Wir haben eine sehr spannende Woche, da wir am Dienstag einen Neumond haben und zusätzlich fängt gerade noch das Feuerpferdejahr an. Viele haben darauf gelangt, dass es endlich einmal losgeht. Heute wieder mit der Lenormand-Karte. 36 Karten liegen nachher. Das heisst, ein grosses Blatt. Es ist ein Kollektiv-Reading. Fühl rein, was mit dir stimmig ist, was mit dir resoniert. Und falls es dich nicht anspricht, ist das nicht so wild, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Genau. Zuerst einmal auslegen und dann schauen wir mal, was ist eigentlich der Übertitel von dem Reading, dass du schon mal reinspüren kannst, ob es mit dir resoniert. Genau. Lass mich sehr gerne wissen in den Kommentaren, ob es mit dir resoniert hat. Ist ja immer wieder spannend, zu hören, was da alles so läuft. Und falls du kein Video mehr verpassen willst, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und damit du ganz safe bist, aktivier doch gerade auch noch die Glocke, weil dann zeigt es dir immer an, wenn ein neues Video von mir rauskommt. So. 36 Karten. So, Übertitel. Sehr interessant. Passt natürlich zum Start vom Feuerpferd. Und zwar ist das Reading für all die merken, jetzt will ich endlich durchstarten. Ich habe keinen Bock mehr auf Stagnation, auf Umdrehen und weiss nicht was, sondern ich will loslegen. Ich will den alten Scheiß hinter mir lassen und will endlich voranschreiten in wie ein neues Leben, in ein neues Kapitel. Wenn das mit dir resoniert, dann ist die Legung für dich. Und zwar, wenn wir gerne mal reinschauen, wir sehen hier sicher noch die Energien so ein bisschen nachklimmen von der letzten Woche, also von dieser Woche, die wir hier haben. Halt das Emotionale, falls du das Wochenreading noch nicht gehört hast, los sehr gerne einmal rein. Es ist auch immer wieder spannend, zum nachwirkend reinzuhören, zu merken, oh ja, das war ja so. Genau, und dort habe ich erzählt, dass wir sehr eine emotionale Woche jetzt hatten und sehr dünnhütig sind. Und man merkt aber auch, das ist gut so gewesen. Wenn es herausfordernd war, man hat sich wieder mehr gespürt, man hat wieder mehr gespürt, was man nicht mehr will, wohin das man will. Und auch das liegt immer noch drin. Man sieht da wirklich, dass einem ganz, ganz wichtig ist, dass man den nächsten Schritt, den man vollzieht, wirklich aus tiefstem Herzen kommt. Kein Wischiwaschi mehr, oberflächlicher Scheissdreck, kein Kompromiss mehr, sondern man will nahrhafte Schritte machen. Nahrhafte Schritte und vor allem, ganz, ganz wichtig, man will den Scheiß endlich loslassen. Man mag nicht mehr sich im Kreis umdrehen. Man hat keinen Bock mehr, um wieder irgendwie komische Prozesse zu machen, wo man durchkatschen, sondern man ist bereit, zu sagen, Tabula rasa, jetzt gehen wir in eine neue Zeit und ich bin bereit, den Weg zu beschreiten. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man in dieser Woche, wo so viel läuft mit dem Neumond und mit dem Feuerpferd und Vorangehen, dass auch wieder mal das innere Kind erweckt wird. Also, dass man das Gefühl hat, man sieht die Welt anders. Man sieht sie wieder bunter. Also es ist so eine gewisse Leichtigkeit drin. Und für die sehr analytisch dann in der fortschreitenden Weg gehen wollen, nimm dein inneres Kind an die Hand, nicht analytisch sein, sondern mit all deinen Ressourcen. Wir sind ja mehr als wie jetzt zum Beispiel ich bin ja mehr als nur Madame Mystik, ich habe eine innere Kriegerin, ich habe ein inneres Kind, ich habe eine männliche, eine weibliche Seite in mir drin. Nimm die an die Hand. Jeder hat das. Nimm die an die Hand und erlebe den Moment, wenn du gehst und wenn du nahrhafte Schritte machen willst, völlig aus dem Herzen raus. Total aus dem Herzen raus. Nicht mehr das Wischiwaschi-Zeug, dann tust du das mit all deinen Ressourcen machen. Mit allen. Und nicht nur, ich möchte jetzt gerade, sondern nimm deine ganze Crew in dir drinnen an die Hand und gehen miteinander den Weg, Hand in Hand.
Es ist wirklich ganz, ganz spannend für die mal so ein bisschen herausfordernde Momente haben, wo sie finden, oh Gott, Feuerpferd und irgendwie, oh, jetzt geht's los und jetzt weiss ich nicht. Auch dort gang wieder spielerisch rein. Mit Kinderaugen. Nicht in Druck reingehen und das Gefühl haben, ich muss jetzt mit dem Ferrari losstarten, sondern eins ums andere. Wir machen uns selber den Druck, eins ums andere. Das wirklich geniessen, dass jetzt ein neuer Aufbruch kommt, dass wir dürfen eine neue Reise erleben, eine neue Zeitära, eine neue Zeitqualität. Genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Immer mit Kinderaugen, spielerisch, nur nicht so analytisch reingehen, weil alles, was auf Herzebene ist weit entfernt vom Verstand. Und da kann natürlich auch sein, dass wir in dieser Woche ganz viel, ich sage jetzt, kryptische Momente erleben oder Momente, wo man denkt, wie geht jetzt das überhaupt genau? Jetzt habe ich irgendetwas empfunden oder gerochen, wo ja gar nicht sein kann oder sobald wir, ich sage jetzt mal, sehr spannende Impulse erleben, dann ist das auch rational nicht erklärbar. Und der Kopf sagt immer, ja, das hast du nur eingebildet. Das ist nur jetzt irgendein Schattenwurf gewesen. Auch hier in dieser Woche, es ist so eine neue Energie. Du wirst auch merken, dass deine sensitiven Fühler nämlich ganz anders wahrnehmen und vielleicht auch mal Sachen wahrnehmen, was bisher vielleicht noch nicht gekannt hat. Keine Angst davor, das ist genau richtig so. Wir kommen dort in eine andere Schwingung hinein und plötzlich verändert sich halt auch unser inneres Radar. Genau. Ja, man sieht bei den einen Leuten immer noch daheim eine Blockade im Privatleben, wo man Mühe hat. Wir schauen gerade, wohin. Ja, also, da geht es ganz, ganz fest um, dass man endlich mal ausspricht, daheim, wenn etwas nicht passt. Ich sage es jetzt extra laut. Es gibt sicher ein paar da draussen, die sich sehr fest angesprochen fühlen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, es kann sich nichts verändern, wenn du nicht in die Verantwortung gehst. Und die Verantwortung ist vor allem auch dann, wenn man es endlich mal ausspricht oder spruchreif macht, weil dann kommt etwas in Gang. Ganz wichtig. Nicht immer hinten abschlucken, sondern gerade auch für die vielleicht zwischen ihnen Diskussionen haben und finden, ich gehe in dieser Diskussion unter, heb deinen Raum. Es können immer nur Grenzüberschreitungen stattfinden, wenn man keine Grenzen hat, wenn man die Grenzen nicht aufzeigt. Und man muss nicht mit dem Fleischwolf oder mit der Schrotflinte verbal umschiessen oder die Leute durchdrehen, sondern man kann es ganz graziös sagen. Und wirklich ganz wichtig, man kann nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Das funktioniert nicht und der Ton macht Musik. Also, falls du daheim Veränderungen willst, sprich's aus. Unbedingt. Ich weiss, fühlen sich jetzt ein paar angesprochen und falls es dich befriert, dann weisst du, wie spät das ist. So, was sehen wir denn auch noch? Wir sehen, dass Stabilität reinkommt, auch für die gesundheitlich immer wieder so ein bisschen Themen haben, rumkränkeln, ein bisschen rumsuchen, gerade jetzt noch so kurz vor dem Feuerpferd und wo alles so ein bisschen, ich sage jetzt, eigentlich das 2025 jetzt mit dem Feuerpferd wie abgeschlossen wird und wir richtig in das 26 reinkommen, ist oftmals so, dass wir ein bisschen rumkränkeln, ein bisschen rumsuchen, so ein bisschen, weil dort kommt noch so ein bisschen Reste rauf. Genau, das kommt wieder in die Wogen, das kommt wieder gut, aber wichtig ist für die das schon länger rumziehen, auch Tonen, verändere es zu Hause. Für die schon lange das umtragen, dann hat es damit zu tun, wenn du müde bist, immer wieder am Umsuchen, das Gefühl hast, du bist wie instabil und das schon nicht seit einer Woche oder einem Monat oder 2. Wir reden hier wirklich von längeren Zeiten. Das sind sicher nicht viele dabei in dem Thema. Auch hier korrespondiert es wieder mit dem Thema «Sprich es aus». Wenn du Veränderungen willst, sprich es aus, weil wenn wir daheim, und daheim ist ganz, ganz wichtig, das sind unsere heiligen Hallen. Dort dürfen wir Kräfte schöpfen. Dort dürfen wir wieder, dürfen wir uns fallen lassen. Wir müssen den Bauch nicht einziehen, wir dürfen einen Furz laufen lassen. So blöd, wie es jetzt tönt, aber so ist es einfach. Und wenn man das nicht mehr kann, dann machen wir uns selber krank, weil die heiligen Hallen sind da, um unsere
Batterien zu füllen, unsere Wellness-Oase. Wir könnten sagen, unsere Ferien. Und wenn man dort nicht die Verantwortung übernimmt und endlich das ausspricht oder einmal den Schritt macht, um es daheim endlich zu regulieren, dann müssen wir uns auch nicht verwundern, warum dass wir schon seit und je uns ausgelaugt fühlen, nicht gut fühlen, immer kränklich sind, instabil sind, keine Erdung haben. Genau. Ja, im Zentrum, ganz, ganz spannend, sieht man, es kann in dieser Woche gleich nehmen so ein bisschen alles, was mit Sorgen oder Aufregung. Ich finde immer so ein bisschen Aufregung ein schwieriges Wort, weil Aufregung kann ja auch freudig sein. Ich freue mich auf etwas. Es muss nicht nur einfach eine Aufregung sein, weil man sich aufregt. Ist aber auch sehr stark an Sorgen verknüpft. Auch hier kann einmal so ein bisschen eine emotionale Welle kommen. Aber die ist ganz, ganz wichtig, dass sie um ist, weil sie korrespondiert mit der Stabilität selbst. Das heisst, wenn da einmal so etwas aufkommt, das muss so sein, das darf so sein, dann will dort einfach einmal das aufkommen, um vielleicht aus dem System rauszulassen, oder halt eben, um sich auch besser zu spüren, was man nicht mehr möchte, oder wo man den nächsten Schritt in die neue Ära setzen will, in die neue Energie. Der Neuanfang gibt sicher ein paar, die ein bisschen Angst vor dem Neuanfang haben. Also Angst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so, wo ein bisschen das eine oder andere Sorgen, das aufkommt, das ein bisschen knabbert, das ist absolut unbegründet. Dort musst du keine Angst haben, wenn du jetzt denkst, oh Gott, jetzt muss ich da loslegen. Du musst überhaupt nicht. Du darfst. Und wichtig ist, wir dürfen es in seinem Tempo machen. Man muss nicht immer springen. Weil nicht das Ziel ist wichtig, sondern der Weg selbst ist das Ziel. Genau. Ja, aber mit was korrespondiert das? Da schauen wir gerade noch schnell mit dir selber. Also auch dort, falls einmal Sorgen aufkommen oder du bist so ein bisschen nervös oder denkst, wie soll ich das alles machen? Du machst dir die Sorgen selber. Also es ist unbegründet. Ist es wirklich eine reale Sorge? Hier ein Beispiel. Wenn ich von einer 10 Meter hohen Mauer runterkomme, dann ist die Sorge berechtigt, weil ich brich mir sicher irgendetwas oder bin vielleicht tot, weil ich noch blöd gehe, weil ich noch das Knick brich oder was auch immer. Also reflektier dich dort, wenn Sorgen aufkommen oder mal so eine kleine Unsicherheit, sind die wirklich gerechtfertigt? Oder ist es einfach nur von dir selber kreierte Sorge? Genau. Man sieht auch, dass sich etwas ablösen in dieser Woche. Du darfst etwas hinter dir lassen. Wunderbar. Und zwar, das kommt sehr, sehr plötzlich. Das kommt sehr, sehr plötzlich. Und das ist jetzt noch so im Verborgenen. Und dann kannst du dir das so vorstellen, der Wandel, der kommt wie, wenn man einfach dein Lebensbuch vor dir, zack, bumm, aufschlägt, da ist das Kapitel und jetzt geht's los. Wirklich etwas Schönes. Es geht dann einfach los. Und was man eben auch sieht, für die ganz, ganz viele Verstrickungen haben, vor allem wenn es um weibliche Themen geht. Also weibliche Themen mit der inneren Frau zum Beispiel, mit der Weiblichkeit selbst. Das kann natürlich körperlich auch Menstruation und so weiter anbelangen. Aber zum Beispiel auch mit Menschen, also Mutterthema, mit der Oma oder im Umfeld mit Frauen. Da kann sich etwas lösen. Da kann sich wirklich etwas ganz, ganz Festes lösen. Und das Spannende ist, das sind alte Themen. Das sind alte Themen, die sind nicht erst seit gestern, sondern die sind schon länger. Und wenn es je nachdem, bei der einen kann es sogar sein, dass es sogar noch Themen sind, wo wir nicht nur von dem Leben haben, sondern vielleicht noch viel weiter zurück, wo man jetzt endlich auflösen darf. Genau. Ja. In der Weg selbst sieht man, hier geht es voran, hier schließt sich etwas auf, jetzt geht es los. Es ist aber auch ganz wichtig, dass du dir das erlaubst. Im Wochenreading, weiss jetzt gar nicht mehr, oder sogar in einem Wochenimpuls, habe ich sogar erzählt, dass wir uns ja den Nebel selber produzieren. Für jeden ist die Sonne zur Verfügung. Wir selber produzieren den Nebel, weil der Nebel symbolisiert, dass wir noch Themen haben, die wir bearbeiten dürfen. So, und wenn ich jetzt schaue, die Wege schliessen sich auf und das korrespondiert mit der Sonne selbst. Also, erlaube es dir, für den neuen Weg den Schlüssel zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt
der leichte Weg, der sonnige Weg. Nicht mehr im Nebel, nicht mehr trüb, erlaube es dir, sei es dir der Wert. Weil wir Menschen sind sehr, sehr speziell. Wir wollen alle grossartig sein, wir wollen unabhängig sein, einzigartig, erfolgreich, wie auch immer. Aber sobald denn das vor unserer Nase steht, haben wir plötzlich den Gack in der Hose. Und warum? Weil vielleicht genau dort der Selbstwert knagt, weil wir finden, wieso genau ich? Wieso genau sollte ich jetzt das bekommen? Weil es du dir der Wert bist. Also in dieser Woche, wenn das Gefühl aufkommt, ich habe jetzt den Schlüssel in der Hand, sei es dir der Wert, den Schlüssel in die Tür oder in dein Lebensbuch hineinzustecken, zu öffnen und zu sagen, ich bin mir der Wert, um endlich die Sonnenseiten des Lebens zu genießen und nicht im Nebel rumzutappen. Weil du grossartig bist, weil du gut bist, so wie du bist, aber du selber hast es in der Hand. Die einen würden auch merken, dass auch, der Beruf ist ja immer wieder ein Thema, die Berufung. Beruf logischerweise selbsterklärend für den Beruf, aber halt eben auch für die Seelenberufung. Auch in dieser Woche wirst du merken, da tut sich nämlich so etwas auf. Es fegt nämlich ein bisschen durch. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit ganz, ganz fest mit dem Thema beschäftigt. Ist das alles im Leben? Will ich das überhaupt noch weiter so machen? Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du vielleicht schon Impuls gehabt? Und hast du so, ich sage jetzt mal so ein kleines Konstrukt bekommen, wie das könnte aussehen, dann kann ich dir nur eins sagen, das wird sich sehr wahrscheinlich noch um 360 Grad drehen. Und das aber nicht im negativen Sinn, um Gottes Willen, keine Angst, sondern weil jetzt kommt die vorantreibende Kraft und durch das, dass wir einfach in einer neuen Energie eintauchen, an dem 17., wo wir das Feuerpferdjahr einläuten, plus natürlich der Neumond, wo wir einfach nach Entschuldigung, den ganz hohen Scheiß loslassen können, wird sich dort nämlich vieles drehen. Du wirst ganz anders plötzlich den Plan sehen. Und das ist auch gut so. Du darfst sich noch das eine oder andere auswischen, weil in dem Plan sind vielleicht noch ein paar Sachen drin, die so ein bisschen zum Old Self gehören, wo man merkt, oh, da hat man jetzt vielleicht gleich noch so ein bisschen aus alten Strukturen, hat man sich ein bisschen etwas zusammengebüschelt, wenn es um Beschäftigung, um den Beruf oder die Seelenberufung geht. Und das ist gut so, dass sich dort nämlich etwas dreht und das ist zum Gunsten deiner selbst. Also keine Angst, wenn sich der Plan nämlich, wo bisher vielleicht hast, ein bisschen über den Haufen wirft, das ist genau richtig so. Ja, dann, was sehen wir noch? Du lässt dich selber in Verlust und in die Ängste. Jetzt denkt man so, um Gottes Willen, was muss ich jetzt da noch? Jetzt habe ich noch Ängste und weiss nicht was. Nein, ich kann dir nur eins sagen. Es wird eine sehr intensive Woche, aber eine intensiv gute Woche. Und zwar, weil die Woche, man kann einfach nämlich wirklich mehr zu sich selber finden, mehr in die Tiefe gehen und vor allem, sich selber wieder mal mehr spüren. Und das eben nicht nur in der Oberfläche, sondern tief in der Seelenessenz. Und unter anderem halt eben auch, wenn es um die sensitive Superkraft geht, sprich halt eben, dass man richtig spürt, okay, da können plötzlich, vielleicht bin ich jetzt nicht so die Gehörig gewesen, das hell hören, plötzlich höre ich Sachen oder ich sehe Sachen und vorher habe ich das nicht gehabt. Dort würden eben auch Urkräfte erweckt und das ist wunderbar, weil vieles darf im Verlust gehen, Belastbarkeit ab. Man kann sich das so vorstellen, wie ein altes Gewand, wo du jetzt kannst abziehen und sagen, okay, und jetzt, was will ich tragen? Wer bin ich wirklich und was will ich tragen? Hier noch ganz kurz noch etwas. Ich tue unten noch einen Link rein für alle, die super sensitiv sind, aber manchmal überfordert sind mit dem Hellhören, Hellfühlen, Hellschmecken, Hellwissen und so weiter und so fort, findest du in der elcademy.ch Sensitivshift, wo ich dich begleite, falls du dort mal Unterstützung haben möchtest, weil unsere sensitiven Superkräfte sind nicht da, um uns zu bestrafen oder uns müssen schützen, weil wir völlig überfordert sind, sondern wir dürfen die aktiv wirklich in Balance leben. Und falls du mit mir willst, den Sensitivshift machen, würde ich mich natürlich mega freuen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Genau.
Ja, und dann ganz wichtig zum Abschluss noch, es kommt alles à peu diese Woche. Bis auf, ja, der springende Moment im Lebensbuch, baff, wo plötzlich aufgeht und sagt, da ist das nächste Kapitel. Aber sonst kommt alles ein bisschen à peu. Falls du jetzt das Gefühl hast, so, wow, jetzt macht es einfach einen Touch und ich bin irgendwie, keine Ahnung, neu geboren, neu geschlüpft. So ist es nicht. Es kommt alles à peu die Woche. Also es ist nicht so, dass dich irgendwie ein Blitz trifft und du lässt dein alte Gewand los, sondern es sind ganz, ganz viele kleine springende Punkte, die diese Woche kommen, die uns total transformieren. Also, ich weiss, wir hätten immer gerne am liebsten zack, bumm, und dann ist alles gut. Das ist aber nicht so. Und wir haben da wirklich die Sonne auf der Seite, wir haben Stabilität auf der Seite, wir haben Wisch und Weg, also es kann sich vieles transformieren und alles à peu. Also es ist immer so, tröpfchenweise und manchmal merkst du vielleicht, dass der Hahn ein bisschen mehr eingeschaltet ist, dass mehr Tröpfchen durchkommen. Aber es ist nicht so, dass das alles in einer extrem rasanten Geschwindigkeit puff und ich bin da einfach jemand Neues und alles ist gut. Genau. In dieser Woche gilt es wirklich, dass man sehr achtsam ist, dass man, ja, achtsam nicht Angst hat, wenn sich die sensitiven Superkräfte nochmal kalibrieren, noch sensitiver werden, vielleicht auch neue sensitive Werkzeuge zu dir kommen. Lass dich dort führen, was dir gut tut, auch nicht alles zerdenken, weil die Woche, die wir hier erleben, ist jenseits von Rationalität. Jenseits von Rationalität. Wir dürfen uns ganz, ganz fest spüren, und das halt eben nicht, ich sage jetzt mal so, das physische, menschliche, sondern ganz, ganz fest in uns drin. Und dann können wir unglaublich neue Schritte gehen. Und ich wünsche dir somit eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.